Hey zusammen und willkommen zur ersten Folge von MySenf, wo ich so ein bisschen, ja ich weiss, kreative Namen, haha, wo ich so ein bisschen meine Meinung zu bestimmten Themen sage. In diesem Fall, jetzt die erste Folge, wäre das in den Kommentar vorgeschlagen, sexueller Missbrauch von Kindern. Sehr ernstes Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Und ich fange jetzt direkt mal an. Noch ganz kurz zum Gameplay. Das Gameplay ist ein Team Deathmatch auf der Insel Karg. Er spielt mit der MP7 wie immer. Als Zweitwaffe Magnum, Klasse Medic. Und jetzt weiter zum Thema. Also, es ist strafbar, das wissen wahrscheinlich alle von euch, ein Kind sexuell missbrauchen. Unter sexuellem Missbrauch versteht man vor allem, dass es eine Verletzung vor ungestörter Gesamtentwicklung ist. Das heisst, also Gesamtentwicklung wird verletzt durch vorzeitige sexuelle Erlebnisse. Also ein Kind hat eine normale Entwicklung und wenn das gestört wird durch sexuellen Missbrauch oder sexuelle Erlebnis, wird es als Missbrauch, also sexueller Missbrauch, bezeichnet. Wenn ein Kind sexuell missbraucht wird, ich rede jetzt mal nur von Schweiz, also jetzt am Anfang als faktisch, dann meine Meinung kommt dann später. In der Schweiz ist es so, wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt und zu einer solchen Handlung verleitet oder in eine sexuelle Handlung einbezieht, der wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das heisst, in diesem Fall, laut Wikipedia, also laut Internet, ist es so, dass jetzt, nein, ich nehme jetzt nicht mehr als Beispiel, jemand anderes, der 16 ist und missbraucht wird, schlussendlich kann er die Person sicher anzeigen, aber hier laut dem Text zählt es nicht als sexueller Missbrauch, was ich ein bisschen schräg finde. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen Beteiligten nicht mehr als 3 Jahre beträgt. Das heisst, also jemand, der 13 ist zum Beispiel, darf mit jemandem Geschlechtsverkehr haben, der 16 ist, oder der 16 ist mit der 13 ist. Und das ist kein Problem laut Gesetz, solange er sie natürlich nicht zwingt oder sie nicht einverstanden ist. Wenn der Täter zur Zeit vor Tat das 20. Altersjahr noch nicht hat und besondere Umstände vorliegen, dann kann die Behörde vor Strafverfolgung die Überweisung ans Gericht oder vor Bestrafung weglassen. Also das heisst, wenn noch nicht 20 ist, kann es für die Person noch gut, Anführungsschlusszeichen, ausgehen. Also es passiert nichts gross. Wenn der Täter denkt, dass das Kind schon 16 war und wegen dem mit dem Kind Geschlechtsverkehr hat, dann kann es zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren führen. So, das sind die Fakten. Und jetzt zu meiner Meinung. Ich finde, dass es etwas sehr Schlimmes ist, weil es ist nachgewiesen, dass ein Kind, das sexuell missbraucht ist, das hat noch keine Ahnung von Sexualität, weiß noch nicht richtig, was das soll und kann das auch nicht richtig einordnen und kann wegen dem die Handlung vom Täter überhaupt nicht nachvollziehen. Also das heisst, ja, es hat nie etwas von dem mitbekommen, plötzlich wird es da vergewaltigt. Ich meine, keine Ahnung, was soll das, denkt sich, und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum man so etwas macht. Ich kann jetzt zwar mit 16 auch nicht, aber egal. Also ich kann es nicht nachvollziehen, warum man so etwas so macht und kann es überhaupt nicht das Weltbild einordnen. Das heisst, es hat noch nichts mit Sexualität zu tun, das Kind, und plötzlich kommt einer und vergewaltigt sie. Oder ihn. Ist jetzt egal. Und es kann es überhaupt nicht einordnen und hat darum Störungen im eigenen Weltbild sozusagen. Und das beeinflusst das Kind ein Leben lang, was auch verständlich ist. Ich meine, das Kind hat dann psychische Störungen für ein Leben und
ich finde, es wird viel zu wenig unternommen. Wenn ich hier lese, dass es zu einer Strafe von 5 Jahren führt und wenn man einfach sagt, ah, ich denke, das ist schon 16, nur 3 Jahre, finde ich, keine Ahnung, ich finde, was soll das? Ich meine, irgendwie andere Sachen, so total harmlose Sachen werden zu viel höheren Strafen verurteilt und so etwas dann mit Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Ich rechne jetzt mal mit 5 Jahren. Ich finde, wenn schon, sollte es lebenslang geben. Oder, nein, eben, das ist schon ein anderes Thema. Viele reden ja vor Todesstrafe für blablabla. Viele reden ja vor Todesstrafe für Täter von sexuellen Handlungen. Und ich bin da dagegen. Weil, falls es für sie wirklich schlimm ist, dass sie so etwas gemacht haben, ist es für sie ja viel schlimmer, wenn sie das Leben lang im Gefängnis sitzen, als wenn sie sozusagen blöd gesagt erlöst werden. Und ich bin allgemein gegen Todesstrafe, darum bin ich auch in dem Fall gegen Todesstrafe, weil ich finde, wir sollten keinen Unterschied machen zwischen allgemeinen Taten oder so etwas. Also, logisch sollte man einen Unterschied machen, aber nicht, wenn es um Todesstrafe geht. Entweder es gibt eine Todesstrafe oder es gibt keine, meiner Meinung nach. Ein Kind, das missbraucht ist, leidet das ganze Leben lang drunter, wie gesagt, und der Täter leidet wahrscheinlich auch das ganze Leben lang drunter. Aber da der Täter schuld ist, finde ich, weil das Kind ja das ganze Leben lang drunter leidet, sollte der Täter auch das ganze Leben lang bestraft werden, sozusagen. Darum bin ich für lebenslange. Also für lebenslang und nicht für 5 Jahre, das finde ich viel zu wenig. Und vor allem wird allgemein viel zu wenig unternommen. Zum Beispiel heißt es plötzlich, ja, nicht zurechnungsfähig in Klapsmühle. Also, das heisst, ja, ist nicht zurechnungsfähig, kommt in eine Psychiatrie und dann ist das erledigt. Wir haben erst gerade im Wirtschaft und Recht in der Schule einen Fall gelesen, wo ein Täter hat seine Kinder, ich meine nicht seine Kinder, sondern seine Opfer, Kinder von anderen Eltern, von anderen Leuten, hat er sexuell missbraucht und nachdem er seine Tat durchgeführt hat, hat er sie umgebracht. Er ist jedes Mal, also er hat das zuerst einmal gemacht, ist als nicht zurechnungsfähig eingestuft worden. Im Gericht ist er dann davon gekommen, Psychiatrie, ja es kommt schon besser und das kann man wieder heilen. Obwohl er das Kind umgebracht hat, das muss man noch bedenken dazu. Man denkt, ja das kann man heilen, okay, nichts Schlimmes. Und dann hat er das wieder gemacht und wieder das gleiche, ja, wieder Psychiatrie, Behandlung, gut, fertig. Und das ist 6 Mal, ganze 6 Mal so passiert, ohne dass er wirklich drunter ist gekommen. Und er hat 6 unschuldige Kinder missbraucht und umgebracht. Erstens ist das total daneben, ist zwar ein Einzelfall, aber trotzdem, dass es so etwas überhaupt geben kann, finde ich schlimm. Und dort nach dem 6. Mal hat man eben ihn nachher Gerichtsentschluss kastriert, also keinen mehr aufbekommen, um es mal so zu sagen, ohne irgendwie drum herum reden. Hat man ihn kastriert, also das nicht mehr kann. Und der hat so Probleme damit gehabt. Er hat überhaupt nicht damit leben. Und aus dem Grund ist er natürlich zu seinem Psychiater und der hat ihm müssen helfen, weil das sein Beruf ist. Und hat ihm ein Mittel verschrieben, wo er, also dass er das Gefühl hat, er kann es wieder. Und das einerseits, also ist logisch, der Psychiater muss ihm helfen, aber andererseits ist es totaler Schwachsinn. Und weil er das Gefühl hatte, ja, jetzt können wir das wieder, hat er dann ein weiteres Kind missbraucht. Ohne es überhaupt, also es ist auch dann richtig gewalttätig geworden. Weil er, ja, gar nicht mehr hätte können, theoretisch, aber es trotzdem gemacht hat. Und aus dem Grund hat er das wieder missbraucht und umgebracht. Nachdem. Und ist dann wieder vor Gericht gekommen. Und ist wieder nichts richtig passiert, dann mit zum Gericht. Die Mutter von dem Kind, die missbraucht wurde, einfach die Pistole, die sie hat reingeschmuggelt, gezückt und der erschossen. Und dann hat die Mutter ein riesen Problem gehabt und dort verstehe ich dann einfach die Welt, weil wir meinen,
Der Täter weiss nicht wie lang. Passiert einfach nichts mit dem. Und er hat 7 Kinder umgebracht. Und vorher noch missbraucht, von dem nicht abgesehen. 7 Kinder umgebracht und missbraucht und passiert nichts mit ihm. Die Mutter erschießt dann den, der das gemacht hat und bekommt ein riesen Problem. Ich glaube, er weiss nicht wie lange Freiheitsstrafe bekommen. Und das finde ich ein Beispiel dafür und auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie wenig es eigentlich unternommen wird. Weil allgemein finde ich, wird einfach viel zu wenig unternommen. Ich meine, 5 Jahre, hallo, das ist nichts. Das ist nichts. Ich bin zwar nicht für die Todesstrafe, aber irgendetwas sollte man schon ein bisschen unternehmen. Oder einfach auch für die Prävention mal schauen, was man machen kann. Ich sage nicht, es wird nichts gemacht. Ich weiss, es probiert wird, dagegen vorzugehen, aber es wird zu wenig gemacht. Stattdessen wird irgendwie Geld in 10.000 Werbeplakate investiert, die keine Sau interessieren. Und für so Sachen wird dann kein Geld ausgegeben. Also, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das nicht und ich finde, es sollte mehr dagegen unternommen werden. Das ist sozusagen mein Endfazit und mit dem wird das Video hier auch beendet und ich sage Tschüss zusammen.